Ja, herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Heute mit einem Gast aus dem Sarganserland. Michael Seele heisst er. Seine Band heisst The Beauty of Jemina. Und die haben jetzt gerade eine frische Single draussen. Der heisst, es ist auch so ein langer Titel. Welcome Back Tonight in Me. Oder? When the Night is Back. When the night is back in me. Ja. Herzlich willkommen, schön bist du da. Ja, freue mich. Ihr seid wieder unterwegs auch, habe ich gesehen. Jetzt, also im März geht es wieder los, hast wieder... Genau, und vor allem in Chur, gell? Ja. Seit langem wieder mal im schönen Chur. Ja, Ich freue mich heute auf das Gespräch. Die letzte Geschichte in Chur war ja gerade so ein blöder Moment gewesen, oder? Habt ihr dort im Stadttheater gespielt? Ja, das ist aber... Ist gerade noch so kurz vor Corona gewesen, oder? Genau, das ist aber mit dem Trio, das ich mache, mit der Schauspielerin Katharina Thalbach. Mhm. Das war, ich glaube, die Märchentage Chur, hat das so ein Brand in der Stadt. Und das sind so, sie hat so Text gelesen aus der Romantik, literarische Text, und wir haben immer so abwechslungsweise, haben wir wieder gespielt im Trio und dann sie gelesen. Das war ein total spannendes Projekt gewesen. Schatten über dem Nichts hat es geheißen. Mhm. Und Chur und nachher noch einmal in Zürich und dann ist quasi... Aber dann ist es ja wirklich recht lang her, dass er das letzte Mal in Chur gespielt hat. Ja, also konzertmäßig haben wir auch in der Werkstatt vor, etwa 7, 8 Jahren war es gewesen. Akustisch damals. Und ja, jetzt sind wir im März, machen wir wieder mal so eine kleine Schweizer Tour, auch nach der quasi Corona-Zeit. Die letzten Schweizer Konzerte sind alle mit Masken und vielen Einschränkungen. Und ja, dann haben wir geschaut, wir in Basel, Bern, Zürich, St. Gallen und das ist Chur, ist einfach, wir wollen wieder mal zurückkommen auf Chur, weil wir haben noch sehr viele schöne Erinnerungen und ja, und das ist... Eigentlich wäre es so nach. Also du bist ja in Sargans beheimatet. Ja, natürlich Sargans oft im alten Kino, Mels, oder? Das ist so ein bisschen meine Homebase, da habe ich als Studio. Ja. Und das ist dort schon auch eine Tradition. Wir haben zwar noch viel länger zurück, im Selig damals, das gibt es auch noch, nicht mehr. Ja, es gibt es auch noch. Haben wir immer so eine Art Weihnachtskonzert gemacht, das ist aber schon 10 Jahre her und länger. Ja. Einmal immer kurz vor Weihnachten haben wir dort noch einen Halt gemacht. Das sind, ja, so sind wir. Aber es könnte wieder kommen, dass er regelmäßiger in der Gegend sind, das ist oder? Natürlich, es hängt jetzt auch immer, das ist natürlich auch das eine, ist ja nach dem ganzen Lockdown. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Clubs so automatisch wieder voll sind. Also die Leute müssen jetzt wieder zurückkommen. Grossveranstaltungen laufen nach wie vor, die laufen, glaube ich, super. So ein bisschen die, ich sage jetzt, kleinere Clubs, da ist immer noch ein bisschen, ich glaube, eine Zurückhaltung da bei den Leuten. Und wir sind ja im Herbst in Deutschland gewesen, auf Tournee, und was dort interessant war, sind die Lost Tickets. Also die Leute kaufen Tickets, aber am Schluss kommen sie gleich nicht. Oder es gibt und das ist teilweise in Deutschland bis 30%. Das ist aber krass. Das ist wirklich viel. Ja. Und wir sind dort muss ich sagen, sind wir relativ verschont gewesen, aber es ist schon so eine gewisse Unsicherheit, spürt man einfach immer noch. Und darum ist sicher jetzt auch, wie wird das jetzt in Chur angenommen? Erinnert man sich noch an uns, an mich? Ja, und bis jetzt läuft der Vorverkauf gut, aber es ist, wie gesagt, man rennt uns jetzt nicht die Buden ein. Das muss ich ganz ehrlich sein. Das habe ich eben auch so ein bisschen bei euch. Also, für mich ist es selbstverständlich, dass man euch kennt. Mhm. Aber es ist doch, man muss schon sagen, ihr seid in einer gewissen Nische daheim. Oder? Wo jetzt nicht gerade irgendwie täglich im Radio gespielt wird. Ja, das ist schon, eben, es ist halt in dem, ich sage jetzt, Indie-Alternative-Bereich, wo natürlich einfach, da läuft heute vieles auch ein bisschen eben von Mund zu Mund Propaganda oder auf Social Media vielleicht. Wir haben schon live eine Fanbase, die ist aber relativ weit verbreitet, oder? Also wir haben einerseits schön, oder? Wir können jetzt in Deutschland spielen, oder wir sind ja über 25 Länder haben wir bereist, und egal wo, es hat immer eine Gruppe von
wo Die ich kennt, wo die Geminis, Songs dabei sind, so wirklich. Und das ist, ob es jetzt in Mexiko ist oder in Athen oder in London. Und das ist natürlich einerseits auch wunderbar. Ich glaube, wenn wir die alle zusammensammeln können, dann gibt es auch eine riesige Gebt dem Zahl, Mozala oder? Stadion einmal voll. Und so ist es halt ein Oder bisschen, so. aber ja, es ist, von dem her ist es immer noch ein bisschen so, also Geheimtipp ist falsch, aber es ist immer auch noch viele, die es erst jetzt entdecken. Und ich habe natürlich auch recht viel, du hast mir ja gesagt, du hast mein Buch gelesen, gell? Genau, ja, ich habe mich Das ist selten natürlich- so gut vorbereitet, ja. Weil ich habe ja die Das ist- Corona-Zeit für mich Ja. wirklich auch genutzt. Und wir Du hast spielen immer- aber zwei Bücher sogar gemacht, ja, oder? also das heisst, Während dieser einfach ja. die Lyrics, Ja, die ganzen genau. Texte von allen mittlerweile über 100 Songs mit deutschen Übersetzungen. Und dann während dem Lockdown, wo ja, das ist 2 Jahre, 2 Jahre hat es uns betroffen. Und was dort eben auch viele, oder die Schweiz hat ja schon auch viele Einschränkungen gehabt, aber im Ausland ist es teilweise viel, viel schlimmer gewesen. Also Deutschland zum Beispiel, das ist gerne nicht Ist ja, glaube von gegangen. Bundesland zu Bundesland Extrem unterschiedlich und teilweise gewesen, auch, oder? die haben viel länger gebraucht, bis wieder losgegangen ist. Und die habe ich dann genutzt, eben zum quasi 15 Jahre Beauty of Jemina aufzuschreiben. Und das freut mich natürlich, dass du dir da Zeit genommen hast, um da mal reinschnuppern. Weil Nein, ich erfahrt man, finde glaube es, einiges. wie gesagt, ich finde es sensationell, weil sonst so Musikerbücher haben extrem viel im Privatleben, das Privatleben aus, welche Freundin, dass man zusammen war und Zeugs und Sachen. Und bei dir ist es wirklich, es ist sehr faktengetreu, es ist, ja, man weiss nachher wirklich so ein bisschen, wie ihr als Band ticken, wie ihr funktioniert, wie das Zusammenspiel mit den Fans ist, was ihr so, wo eure Erfolge sind und alles. Hast Und du, auch Unabbrüche, oder? Das ist mir ja, ja, das mir ist, auch das ist wichtig so, gewesen, oder? ja. Es ist wirklich nicht von einem Label aus. Es ist, ihr habt auch schon Angebote gehabt von Magazin oder machen Buch und dort wäre es mehr oder weniger darum gegangen, alle von Interviews und Chartplatzierungen und Konzerte, einfach nur Zahlen, oder? Die Leute haben ja nur Zahlen. Und um das ist mir gerne gegangen. Mein Ansatz war wirklich zu erzählen, auch ein bisschen als Inspiration, auch für jemanden, der vielleicht, oder für junge Musiker, oder was braucht es, was heisst so ein Weg, wenn man sich aufmacht, was startet man mit ein paar Songs und dann macht ein erstes Album und dann geht das los, die Reise, oder? Und da hat man Höhe und Tiefe und das habe ich auch ein bisschen, ja, über das habe ich schreiben und ich habe ja auch viel, wenn in dieser Band, dass am Schluss 30 verschiedene Musiker, die da auf dem Weg immer wieder dabei waren. Und das habe ich auch wieder ein bisschen erklären, warum ist das passiert, oder? Und es hat auch, ich denke, auch für Fans noch interessant, oder? Warum hat es auch musikalisch, warum habe ich mich immer wieder verändert, vom Stilistischen her, also, und ja, das ist schon auch ein bisschen so, von dem her ist es eben schon auch privat, aber es hat sich jetzt mehr beschränkt auf mein Privatleben als, ich sage jetzt als Songwriter oder als Produzent. Ja, aber man weiß nicht, also eben, wenn man das ganze Buch gelesen hat, man weiß jetzt nicht, bist du geheiratet, hast du Kind oder irgendwas, weißt du? Ja. So. Also, und ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du das willst, Ja, also nicht in die Öffentlichkeit also ich tue tragen? natürlich generell, das ist auch bei meinen Social Media, zum Beispiel Kinder oder meine Fans und Leute, die mich kennen, die wissen ja, ich tue das nicht verstecken, aber ich tue es nicht mit dem, ja, das ist wie, das trenne ich auch. Oder? Nicht Glanz und Gloria Es ist ganz einladen. klar, Oder so. ja, die Angebote hat man natürlich auch gehabt, oder? Aber es ist immer so ein bisschen Entscheidung. Oder? Natürlich hätte ich mehr Likes, oder? Wenn ich natürlich jetzt für Fotos von meiner Kind poste oder von meinem Privatleben, dann hätte ich natürlich mehr Likes, wie wenn ich sage, jetzt kommt eine neue Single. Das ist, weil da einfach die Leute haben natürlich das schon gern. Aber ich habe zum Beispiel die Sachen, die relevant sind auf mein Song schreiben, das habe ich im Buch schon reingenommen. Zum Beispiel das mit der gesundheitlichen Problem, Ja. mit der Herzoperation. Also das, was so Zäsuren waren im Leben. Das habe ich gedacht, das nehme ich rein. Das habe ich damals auch offen kommuniziert. Wir ja viel müssen dann absägen. Und natürlich ist es auch ein Schutz, jetzt auch über die Musiker, ich habe natürlich schon ein bisschen auch teilweise
anklingen lassen, warum sie ist zu Brüchen kommen. Aber ich habe jetzt nicht in die Details und alles da aus. Das habe ich aber noch schön gefunden. Oder? Du hast irgendwie hast erwähnt, aber hast nicht sie bloßgestellt. Genau, ja. Und Das ist mir das auch habe ich, wichtig. das Einfach respektvoll zeugt sein viel und. von Charakter, finde ich. Dass man jetzt wirklich nicht verbittert ist oder so, Genau. dass es sich einfach so entwickelt hat. Was ich mich aber immer so ein bisschen gefragt habe, ist, siehst du deine Band als Trio, als Quartett, als ihr seid ja zum Teil mit 12 Leuten unterwegs oder so. Aber was ist für dich persönlich the Beauty of Jemina? Der Mac, du und noch jemand? Gut, der Mac Vincent ist natürlich in dem Sinne eine Schlüsselfigur. Er ist ja damals, wir haben ja vor Beauty of Jemina ist Nuke gewesen. Das ist so das hat ja in den 90er Jahren habe ich das gehabt, das hat auch. Da haben wir vieles auch gemacht damals. Es ist noch ein bisschen vor dieser ganzen Social Media, noch keine Webseite gehabt. Es war noch sehr, sehr analog gewesen. Und ist er am Schluss ist er jetzt schon dabei gewesen. Und das ist, wo das in Brüche ist, also ist er von Anfang an mit mir auf die Reise. Aber es ist von Anfang an immer schon in dem Sinne ein Projekt, dass ich natürlich die ganzen Songs geschrieben habe und in meinem eigenen Studio alles aufgenommen habe und produziert habe. Und je nachdem sind natürlich dann für die Live-Umsetzung, jetzt dann eben am Anfang war es eine typische Vierer-Rockband gewesen. Und das hat sich dann immer wieder verändert. Und über die Jahre habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich das ein bisschen... Also du hast ja halt wie die Variante, du machst noch eine zweite Band, wo ja viele Leute heute haben. Oder sie haben die Band und dann haben sie noch 5 andere. Ja. Und für mich ist es, Beauty of Jemina ist der Oberbegriff von meinem künstlerischen Schaffen. Und das hat dann geführt bis Solo. Genau, aber das hast du als Michael Seele rausgegeben, oder? Ja, aber natürlich schon mit dem Untertitel The Beauty of Jemina. Und das Trio ist unter Beauty of Jemina Akustik gelaufen, jetzt zum Beispiel auch mit der Talbach, das Theaterprojekt. Ja, und mittlerweile ist natürlich auch das ist wie ein Raum, wo ich sage jetzt mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Also es ist nicht eine fixe Band, weißt, das ist ja immer, ich sage jetzt als Junger auch ein Traum gewesen, weißt, so quasi wie U2, 4 Jungs, man lernt sich kennen in der Schule und dann leben immer zusammen. Und dann ist das Leben lang unterwegs, oder? Aber das ist insofern bei mir, mein Mann, das vor 15 Jahren sind wir ja auch nicht mehr 20 gewesen. Wir sind schon in einem gewissen Alter gewesen, alle. Und ja, das ist... Jetzt zum Beispiel auch, wenn Musiker dazugekommen sind für live, haben die ja immer ihre Sachen auch noch gemacht. Das war für mich ja immer absolut okay gewesen. Also ist es nie gewesen, wenn du da bei mir kommst als Gitarrist live, dann exklusiv. Oder? Ja, sondern die haben teilweise auch x andere Sachen gemacht. Aber schön ist, dass viele, die bei mir waren, nachher auch wieder andere Sachen entwickelt haben und gemacht haben. Und ich glaube, ein bisschen die Beauty of Jemina Schule, sage ich einmal, ich glaube, haben alle ja mitgenommen. Also siehst du sie so ein bisschen als Mentor so von dem? Ja, vielleicht. Ja. Also ich denke... Eine gewisse Professionalität natürlich schon mit. Und meine vielen Reisen, die wir gemacht haben. Und das ist, glaube ich, schon nicht für jeder Musiker kann das gerade so erleben. Oder? Das ist schon nicht ganz so ohne, dass man an Festivals spielt, teilweise riesige Festivals, dass man international Konzerte, dass man Tourneen hat, dass man durch Südamerika reist. Das ist ja nebst der Musik noch auf der persönlichen, menschlichen Ebene ist das eine Wahnsinnserfahrung. Und da glaube ich schon, wenn jemand da dabei war, ist er als Musiker sicher auch mit Druck können umgehen. Das ist ja dann auch noch so ein Thema. Oder? Man meint oft, mehr Erfolg heisst, jetzt wird es einfacher, aber es ist... Heißt auch mehr Arbeit. Das heisst mehr Arbeit, und es ist viel mehr unter Druck. Also die Erwartungen sind viel höher und mit dem muss ich ja auch psychisch klar kommen, oder? Und dann natürlich die Reise, oder, wo du hast. Und das müssen funktionieren. Ich meine, in Südamerika, weißt du, hast du ein Konzert gehabt, dann bist du um 3, um 4, hast du nach der ganzen Autogrammschicht bist du schon wieder zum Flughafen. Nachher bist du wieder
dann fliegst du von Peru auf Chile und nachher am Abend hast du das Konzert und in der Nacht Ja, fliegst das du habe ich, die eine Tour, die ich gelesen habe, habe ich gedacht so. Und dort haben alle gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ja, beim Lesen den Kopf geschüttelt. So, wieso, dass man sich das antut? Ja, also, aber es ist auch eine Lebensschule. Es ist natürlich Adrenalin pur. Gell? Aber manchmal denke ich auch, hey, dort haben wir... Ja, das sind dann Distanzen, oder? Und dann immer wieder einchecken und dann mal schauen, hast du alles Material? Und das ist schon... Nein, insofern, was heisst Mentor? Ich glaube, alle, die da... Ich spüre viel Dankbarkeit von, ich sage jetzt von den meisten ehemaligen, die dabei waren, wo ich merke, das ist tief noch drin und jede Erinnerung und ja, und das ist für mich auch schön, oder? Dass man merkt, man kann sich gut zurückerinnern. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil 3 von deinen ehemaligen Gitarristen kenne ich gut und dann habe ich so ein bisschen, habe ich mir so überlegt, so, ja, stell mir den neuen Gitarrist einfach nicht vor, oder wenn du noch eine Weile spielen willst. So. Nein. Aber darum mache ich es jetzt selber wieder. Oder? Weil im Studio habe ich immer Gitarre, ich meine, ich bin Gitarrist. Ja. Aber live ist für mich immer am Anfang, das braucht einfach noch jemand, oder? Und das, das sind 3, aber es sind noch mehr gewesen, 4, warte mal. Ja, 4 oder 5 sogar. Also 4 sicher. Also bin nicht ich schuld, dass ich sie kenne. Nein, das glaube ich. Ja, aber ich hoffe, Sie reden nur positiv. Wenn du ja, eben, alle sehr positiv über dich. Ja, selbst auf jeden Fall. Ja. Und das ist glaube ich, schon auch cool. Ja, und sind auch jeweils extrem gute Musiker auch. Einfach irgendwie. Also, was ich mir so ein bisschen gefragt habe, ist du bist du selber auch viel auf Konzert gsi? Jeweils so Musiker, wie soll ich sagen, anweibeln fast ein bisschen. Ja. Oder hat sich das einfach immer so ein bisschen gegeben, dass die zu dir gekommen sind? Ich meine, damals ja mit dem Dennis, er hat ja gestartet, damals 2007, haben wir das erste Konzert gehabt. Für mich ist klar, dass es Leute sein, die natürlich auch mit wenig, wir sind jetzt nie so eine Probeband gewesen. Wir haben das Studium, wir haben nachher ein Album gehabt und dann ist es darum gegangen, das live umzusetzen. Also es hat auch Leute gebraucht, die relativ schnell können einerseits die Erwartungen erfüllen, gleichzeitig aber auch live funktionieren, oder? Also quasi vor Publikum, mit Crews, mit Technik, mit allem, was es dort natürlich auch noch braucht. Das sind dann wieder andere, oder, Herausforderungen. Und dann ist dann irgendwo so, oder? Und der Dennis hat dann wieder Leute kennt, wo er dann, ihm ist einfach irgendwann wirklich zu viel geworden, alles. Und dann haben wir uns dann jetzt, dann hat man immer wieder jemanden gewissen, oder, wo man kennt und ja, schön ist natürlich jeder, das kommt noch ein bisschen dazu. Aber ich glaube, jeder, der ich gefragt hat, es hat eigentlich jeder gesagt, hey, ja, super, oder? Und er ist mit Begeisterung gekommen. Ich glaube, es ist nachher eher vielleicht in dem Sinne ein bisschen, es ist einfach wirklich belastend. Es ist viel Zeit, die man investieren muss. Oder wir haben natürlich, und dort war für mich immer klar gewesen, wenn ich ein Angebot hatte zum Spielen, egal wo, dann habe ich das. Also ich bin sogar einmal auf Brasilien geflogen wegen einem Konzert. Mhm. Ja, das macht man. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht. Und dort staune ich manchmal bei jungen Bands, wo ich manchmal höre, jetzt müssen sie quasi auf St. Gallen und ich denke, ist schon ein bisschen weit. Weißt du, was ich meine? Oder wo wir dort und dann kommt man Nacht, kommt man spät heim. Ja. Aber das ist auch generell, darum habe ich oft, gerade bei der Crew, mit viel Deutsche auch im Umfeld gehabt. Weil für sie ist das zum Beispiel auch ganz, so Strecken, die haben einen ganz anderen Umgang. Wenn es heisst, wir fahren 500 Kilometer und dann am nächsten Tag, who cares? Und das ist in der Schweiz ein bisschen schwieriger. Da ist noch schneller mal durch, aber das sind dann 2 Tage, dann ist dann aber... Ich muss 10 vor 10 muss ich da sein. Oder eben, das kostet dann so viel. Und das muss aber das ist ja nochmal eine und dann... Ja, also würdest du sagen, grundsätzlich eigentlich die Tournee im Ausland einfacher als in der Schweiz? Nein, viel schwieriger.
Viel schwieriger. Aber eben, weißt du, so von der Mentalität, oder? Die Leute sind eher gewöhnt, Das ist dass man Touren das, macht, oder? Das ist das. Also eben du siehst ja bei vielen Festivals heute, das sind ja oft so sehr viele aus Deutschland Leute oder aus England, die arbeiten. Ja, das ist... Also hier lange ein Mischer aus Deutschland, wenn dort die Strecke, das war gar kein Thema gewesen. Weißt du, ob das so ist? Wenn so einer den Auftritt, den macht man und irgendwie gibt es immer einen Weg, oder? Dann fährt man dort her und von dem her vielleicht einfacher, aber natürlich viel komplizierter zum Umsetzen. Oder? Das ist, die Schweiz ist dort natürlich, ich sage jetzt, ein Paradies. Gell? Du fährst auf Zürich, auf Bern, auf Basel, das sind ja keine Strecken grundsätzlich. Oder? Und der Standard von der Locations ist in der Regel sehr hoch. Also dort ist schon... Darum kommen ja viele Internationale gerne in die Schweiz spielen, oder? Weil die haben da natürlich schon in der Regel... Du musst nicht rumsäckeln, Ja, das hat alles, oder? Genau, und es sind eben dann auch wieder kleine Strecken, oder? Du hast in dem Buch auch erzählt, wie schwierig das es zum Teil war, mit so grossen Formationen unterwegs zu sein, auch finanziell. Hat sich diese Situation, also ja gerade mal die Frage, wie bist du aktuell unterwegs? Also sind wir aktuell das 5. oder das 10.? Nein, oder? jetzt aktuell sind wir das 4. Das 4. Aber okay. was neu ist, und das ist eigentlich schon lang wirklich ein Traum gewesen mit einem Keyboarder. Oder ich eigentlich wir haben früher immer Keyboards, das ist ein Teil, der halt ab Zuspieler gekommen sind und ein Live-Gitarrist. Und das hat 2020 habe ich das umgekehrt. Ich sage, jetzt will ich ein Keyboard, ich möglichst alles live, also praktisch kein Zuspieler mehr. Dann braucht es einen Keyboarder. Und das hat sich dann auch super zufällig ergeben, weil ein Keyboarder mir plötzlich eines Tages schreibt mir ein Keyboarder und sagt, hey, du brauchst doch eigentlich einen Keyboarder. Und ich sage, ja genau. Oder? Und dann hat sich das super ergeben. Es ist dann einfach leider gerade der Lockdown gekommen, dann haben wir zwar viel probiert, nie gespielt. Und er ist jetzt immer noch mit uns unterwegs. Also jetzt sind wir aktuell das 4. Und das, was du ansprichst, einmal haben wir die Silent Land Tour, da sind wir ein Saxophonist aus Island, ein Gitarrist, ein Cellist, eine der Geige, dann noch Beauty of Jemima, da sind wir, dann die ganze Crew, da sind wir etwa ein Tross von 14, 15 Leuten. Und das haben wir durch ganz Deutschland manövriert. Und da brauchst du natürlich Gagen, das klebt nicht tätscht. Und dort habe ich am Schluss gemerkt, das ist jetzt so geht es wie nicht mehr. Oder? Das ist, da bin ich mit Ach und Krach ist dann finanziell irgendwo gegangen. Obwohl die Leute da sind und wir haben super schöne Konzerte gehabt. Und dann ist so die schrittweise Reduktion, oder? Bis zum, letztlich Solo- oder Trio-Version hat sicher auch ein bisschen mit dem Hintergedanke, dass auch die ein bisschen kleineren, das ist zum Beispiel die Werkstatt, oder? Das ist ja eher ein kleinerer Club, aber ich freue mich total, weil das ist genau auch eine Grösse, wo, weißt, nicht zum überheblich sein, aber so ganz grosse Läden habe ich wirklich auch schon viel gespielt. Wir haben Festivals gespielt mit 20'000 Leuten. Ja, es sind, glaube ich, 3-mal am Greenfield gewesen. Greenfield, so, ja. Mera Luna, oder? Ja. Das ist ja riesig. Ja. Oder? Das sind übrigens Partnerfestivals. Aber auch in Polen, in Portugal, in Italien, grosse Festivals. Und oft, ist natürlich schon spannend, oder? Mit den vielen Leuten und so, aber du bist so weit weg, oder? Und immer so, jetzt in den letzten, die kleineren, ein bisschen intimeren Clubs, das geniesse ich total. Ich finde, da passiert viel mehr Interaktion. Die Band spielt anders, man musiziert anders. Und ist das auch vielleicht ein bisschen das Alter, dass sie vielleicht auch ein bisschen ich denke, kleiner, es sind immer kleinere Gesten. Weißt, es ist schon schön mit den grossen Gesten. Jedes Jahr x-mal mit dem Publikum und immer alles ist gross, oder? So, ich sage jetzt, das ist ja der Bono und U2, die haben das ja irgendwo wie erfunden. Weißt du, so, man geht alle mit 3 gehört, aber es ist plötzlich für 100'000. Alles ist gross. Das Thank You ist riesig und immer alle Hände hoch. Und dann gibt es eben quasi das
das Kleinere, wo quasi, da musst du nicht immer ins Publikum brüllen und seid ihr alle da und weiss der Gucker was, sondern es geht um Blick, es geht um musikalische Finesse. Du siehst ja jeden Einzelnen, also du musst gar nicht fragen, ob es dort sind. Und du spürst natürlich auch, oder? Das ist das und die Intime, dort sind, ich meine, das ist bei uns in einem Konzert nicht, was mir gefällt, aber die Leute sind dann wirklich auch bei uns, oder? Es ist dann nicht nur das Zahlpublikum, das an einer Bar ist, sondern es ist dann schon, da geht es ums Konzert. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was du ansprichst, weißt du, so der direkte Kontakt mit dem Publikum, das ist auch das, wo die Toten Hosen, die füllen ja Stadien inzwischen, oder? Aber zwischendrin machen sie immer wieder einmal so kleine Tour durch so Clubs mit 50, 60 Leuten, weil es halt so gerade so aufeinander ist, oder? Ja, eben. Braucht man das auch ein bisschen so als Ausgleich? Zum nicht gerade abheben. Ich merke einfach, so. Weißt, es ist auch, das andere ist einfach auch ein grosser, schwerer Dampfer. Oder? Du hast nicht mehr, dann hast du noch das Licht, dann hast du noch das. Es ist einfach gross alles, oder? Mhm. Und du bist auch ein bisschen abhängig, oder? Dass alles funktioniert und so weiter. Und bei so kleineren Sachen, wie jetzt in einer Werkstatt, also wir haben jetzt Bogen F Zürich zum Beispiel auch, machen wir jetzt wieder, wo wir es extra ja x-mal gemacht haben. Auch super schön in extra, aber es ist eine andere Geschichte, oder? Und jetzt im Bogen F ist mehr, ja, dann ist ein Song vielleicht fertig, nachher schaust du mal, was jetzt passiert. Und dann hast du vielleicht länger Zeit. Es ist nicht alles so durchgetaktet, du weißt, so zack, 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 weil die ganze Choreografie muss stimmen. Und das gibt Räume und da passieren manchmal auch musikalisch natürlich spannende Sachen. Oft sagen jetzt das Publikum, sie sehen es lieber in einem kleineren Club. Und das hat genau den Grund. Weil wenn du eine gute Band hast und gute Musiker, spielen die natürlich anders, oder? Weil es ist viel, eben auch das Zusammenspiel ist viel filigraner. Und da passieren manchmal vielleicht auch, ja, kann mal etwas schief gehen, sage ich. Du gehst mehr Risiko ein, aber es passiert vielleicht einmal so ein Magic Moment. Und das ist das, wo dich ja als Musiker, weißt du, wenn du selber mal Gänsehaut hast, und dann muss ich dir ehrlich sagen, das habe ich auf einem so grossen Festival noch nie gehabt. Ich finde Festivals schwierig, weißt du, da gehst du irgendwie eine Lieblingsband schauen und dann spielen die ihre 45 Minuten und du denkst, wo ist der und der und der und der Song? So, und weißt du, musst dann halt schauen, wenn sie wieder allein unterwegs sind. Ich meine, jetzt im Sommer mehr Alune, dort hast du 20 Minuten den Changeover und alles ist so auf den letzten Drücker, oder? Und du bist eigentlich permanent in dieser ist die Crew am Start, schaffen alle alles, oder? Und dann ist noch Arte noch dabei, die es live übertragen hat. Und der Genuss wäre dann wie anders. Also richtig geniessen kannst du es nicht, dann ist schon wieder fertig. Und so die Gänsehaut-Momente, wenn du selber am Mikrofon bist oder spielst und merkst, jetzt, das ist oft schon in Clubs. Und das freue mich darum sehr. Also ich hoffe, das gelingt uns auch wieder jetzt im März, oder? Dass wir da wieder so einen Moment haben. Und das Publikum ist natürlich auch ein Teil von dem. Oder? Wie kommen sie? Und ja. Jetzt haben wir ja eine neue Single draussen. Neues Album schon in Pipeline. Nein, Nicht? Nein, das ist bei mir, oder Skeleton Dreams, das ist ja 2020. Und das ist September 2020. Und dort ist alles quasi gedeckt gewesen. Eine super Tour in Deutschland, genau timed mit dem Release, 2 Singles vorab, die Videos, die ganze Promo-Marketing, eine riesige Geschichte. Wie noch nie eigentlich so wie das Mal. Mit Titelstories im Magazin und so weiter. Und dann kommt im Sommer, ich kann mich erinnern, ein gutes Telefon von der Agentur, das wird alles bach abgehen. Also Deutschland macht dicht und das Album ist gekommen und praktisch zum genau gleichen Zeitpunkt ist alles weg gewesen. Das heisst, wir haben die Musik, die gerne nie richtig präsentieren können, oder? Und darum ist mir so der immer Wunsch, noch aktuell. Ja, für mich ist das total aktuell und der Wunsch quasi, jetzt mache ich wieder
Oder viele haben ja die Lockdown-Zeit genutzt, um neue Songs zu machen. Und ich habe gefunden, nein, jetzt habe ich doch erst gerade ein Album da. Und das wenn wir jetzt... Ja, das ist wie ein Baby, das muss doch zuerst noch ein bisschen wachsen und ein bisschen... Und darum ist mir dann eher das mit dem Buch entstanden, oder? Und jetzt aber habe ich gefunden, es ist so wieder nach dem langen... Ja, und da bin ich auch ehrlich, mir hat jetzt die lange Pause hat mich jetzt nicht unbedingt kreativer gemacht, sondern ich bin auch ein bisschen so ein... Ja... Aber du wärst ja, das ist ja genau dein Metier, die Melancholie, die Unsicherheit, das ist doch genau, das solltest du spüren von ihrer Idee, nicht? Ich werde mit viel Energie bis zu dem Punkt, eben noch das Trio mit der Katharina Thalbach, wunderbare Geschichte, oder? Wir haben es in Milders noch gemacht und in Chur, und da wäre vieles Plan gewesen, Literaturtagungen und auch dort richtig überall Stopp. Und ich habe gemerkt, wie, jetzt kommst du von dem, weißt, du bist immer so gelaufen, jetzt kommt das wie alles, wird so ruhig. Und das habe ich dann mit der Zeit auch genossen, weißt du, man keinen Druck mehr haben und nicht müssen und einfach, dann entdeckst du andere Sachen. Oder im Lockdown haben ja viele Leute, liest wieder mal mehr Bücher, schaust mehr. Gärtner an und so. Gut, jetzt habe ich weil ich keinen Garten habe, aber sonst absolut, wieso nicht, oder? Zum Beispiel der Tontechniker, der ist am Schluss wirklich halber Gärtner gewesen. Und dann, jetzt natürlich, wo das Ganze wieder, oder, wir haben jetzt im September die Tour 2 Jahre später aufgeholt. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe in meinem Archiv auch ein bisschen gewühlt und gesucht und geschaut und dann habe ich viel Skizzen und dann ist eben der Song «When the Night is Back in Me» und dann habe ich den mache ich jetzt fertig. Und dann hat er gemacht und er kommt jetzt ein bisschen als Warm-up auf Tour wieder mal ein neuer Song. Das war über 2 Jahre her. Aber er ist ja wirklich unabhängig jetzt. Hast du nicht im Sinn? Nein, es kommt dann, vielleicht, es werden noch mehr so. Ich habe vor Weihnachten war auch eine Single lanciert, wo ich «River» in einer so einer Art Klassik-Version gemacht habe, mit Streichorchester und jetzt auf Tour hin kommt dann noch so ein Rework, das ist auch so ein Branding, dass ich quasi Songs aus der Vergangenheit neu aufnehmen will. Und das macht mir irgendwo Spass. Das ist so, weißt du, ich sage, das ist auch ein Hamsterrad. Weißt du, dann hast du ein Album, dann hast du das Release-Datum, dann bist du mit allen Partnern am Planen und du bist mit dem Presswerk bis zum, eben, zum Beispiel welches Magazin und welche Single und so weiter und so fort. Und das ist eine riesige... Und dann musst du wieder... Oder die Agentur fragt schon, es kommt ein neues Album, wieder eine Tour. Und sage ich, nein. Jetzt ist einfach einmal das, was ich will und was mir Spass macht, möchte ich machen. Und da lassen wir uns jetzt Zeit. Und unabhängig, einfach frei mal etwas raushauen, wenn er Bock dazu hat. Weißt du, das ganze Album, es ist immer noch, ich komme natürlich aus dieser Generation, oder, wo man mit grosser Freude ein riesiges Album gemacht hat, mit Konzept und Booklets und sind wir ehrlich, klar, die Fans finden das super, aber ich sage jetzt, die meisten interessiert das nicht mehr gross, oder? Das ist heute, ich sehe es bei den Kindern, oder? Die interessiert das alles nicht mehr. Das ist Spotify oder Apple, die hören ihre Playlisten, ihre Songs. Bist du dort als Band, als Artist gespeichert auf dem Spotify von deinen Kids? Ja, also im Mozart glaube ich schon. Nein, hoffe ich, oder? Sie verfolgen das, lustigerweise ist ja, sie verfolgen das schon ab und zu. Sie sind auch jetzt natürlich in einem Alter, wo sie auch Konzerte schon mal dabei waren. Und sie haben mehr das Problem, dass natürlich ihre Lehrer und so immer das Gefühl haben, dass sie, oder, sind ja auch Musik, machen auch Musik. Aha, das sind halt die Fußstapfen, die man fast muss. Und sie haben muss, eher so ein bisschen, sie suchen auch ihren Platz, oder? Das finde ich auch super. Nein, sie hören. Mir freut es, wenn man auch nie etwas gehört, denke, das zeigt ja Musik, oder? Es gibt einfach gewisse Musik, gewisse Bands, die sind einfach zeitlos, oder? Die verblassen einfach nicht, die bleiben und werden auch uns alle und auch wahrscheinlich ihre Kinder wieder hören.
Und vieles ist halt verblasst und ist weg und das muss man dann auch nicht mehr hören. Das ist dann auch gut so, oder? Das ist... Also, Ich weiss nicht, hast du noch deine Platten? Ja, vieles habe ich müssen. War damals okay, aber heute brauche ich es nicht mehr. Das ist nur noch Platz. ich habe aber lustigerweise, ja, wir sind gezügelt im November und dann habe ich mir so vorgenommen, jetzt mischt die mal wirklich aus. Ja. Nur noch die 5, 6 Lieblingsbands, oder? Letztendlich sind es gleich 8 Lieblingsbands gewesen. Also nur noch das Zeugs und dann habe ich sogar das Das ist CD aber wenig, also nur noch 8, das ist ja... Also 8, von den 8 Lieblingsbands jegliche CDs. Aber dann alles, ja, also so ja. Diskografien, weißt du, so Ja. Mr. Big, Papa Roach, POD, so die Sachen, Ja. Zürich West, Eicher und so weiter. Und dann habe ich aber nachher gemerkt, ja, dann tust du wieder wie etwas wieder entdecken, weißt du, so. Ja. Offspring habe ich jetzt gerade wieder Ja. frisch entdeckt für mich und habe dann gefunden, ja, mal, dann kaufe ich sie wieder und so. Und dann hat meine Frau auch eingesehen, obwohl wir beide CD-Regale schon verkauft haben, ist sie letztes Mal mit Ikea mit einem CD-Regal reingekommen und so. Da, aber das muss lang gehen, so Ja, quasi. Ja. Nein, das ist so, Ja, es ist so schwierig. Aber es ist schwierig, ja. ihr habt immer nebendran geschafft, gell? Also ist Eigentlich schon, ja. ist nie Also ich habe eine schon Option gewesen, mal komplett auf das zu Ehrlich, ich setzen? habe in den 90er Jahren einmal ein ganzes Jahr das Gefühl gehabt, jetzt ist so, da bin ich viel lange auch in London gewesen, und wir haben das Gefühl gehabt, jetzt passiert alles, weißt, jetzt wirst du kreativ, jetzt schreibst du nicht und du bist dort irgendwo und dann kommst du zurück und dann merkst du irgendwie, also nein, ich habe in dieser Zeit damals schon gemerkt, ich habe so noch nie so wenig gemacht wie in dieser Zeit, lustigerweise. Und also das ein bisschen ich sage jetzt es kommt sicher auch wieder darauf an, auf was für einen Beruf, aber so das, ich sage jetzt auch, das weißt, das Spannungsfeld, das hat ja mit Familie, oder? Familie und vielleicht einen Beruf und du hast noch so kreativ, du kannst Künstler sein, das gibt ja auch Reibungsflächen, auch einen Spannungsmoment. Und das hat mich jetzt sehr produktiv gemacht. Und ich natürlich auch, ja, ich sage das Privileg, dass ich immer als Teilzeit noch geschafft habe und ich auch gewisse immer wieder Breaks gemacht, einmal einen Monat oder 3 Monate. Und das ist natürlich, gerade für live, das ist ja das grosse Problem, sind ja die Live-Tourneen, oder? Die brauchen so viel Zeit. Und das hat mir gefallen bis heute, dass ich ja die Vorstellung jetzt, ja, aber ich glaube, es muss für jeden individuell stimmen, oder? Aber jetzt nur so die Idee, ich bin jetzt Künstler und jetzt bin ich einfach Künstler und jetzt warte ich auf irgendeine Inspiration. Nein, Also du bist nicht so einer, der auf dem Gucci liegt und findet, Nein, jetzt kommt dann die Muse und die küsst mich schon. Mensch heißt, man muss arbeiten, muss etwas machen und das ist nicht nur, weil Musik machen ist auch arbeiten, aber es gibt noch viel anderes und das macht einem ja auch zum, letztlich finde ich zu, ja, und ich habe das Gefühl, es hat dadurch sind meine Texte und meine da gewisse, weißt du, wenn du alles erfüllt hast, glaube ich, dann wirst du nicht besser. Das siehst du bei vielen von den ganz etablierten, sie haben alles, aber sie bringen einfach keinen guten Song mehr her. Oder? Das ist das Letzte von einem Ich habe im Fall fast ein bisschen das Gefühl, also weißt du, die Musiker, die noch so richtig hungrig sind, die schreiben viel die besseren Songs. Weißt du, weil sie noch so Träume haben oder irgendwie Visionen. Aber wenn du einmal irgendwo in einer Liga mitspielst, wo du schon alles gesehen hast, alles schon, dann hast du ja wirklich keinen Hunger mehr, oder? Das ist sicher schwieriger. Und wenn man denkt, dort ist es mal gut, weil wir müssen einmal selber ein Plakat aufhängen oder wir müssen irgendwie wieder etwas, ja, oder mal ein paar Kabel verlegen selber, oder? Ich glaube, das gehört ja auch dazu. Das ist, finde ich, ist bis heute auch, ich denke, wir auch, ich meine, wir sind ja, wenn wir da Musik machen, ist ja auch mit diesen Kabeln und die Instrumente und das ist ja irgendwie immer auch noch, ist auch schön, oder? Das macht mir immer noch Freude. Und auch selber, weißt du, dann fahrst du halt selber dein Büsschen einmal und dann, klar ist vieles auch organisiert, da bin ich dann auch froh, oder? Wenn klar am Schluss, aber du hast vorher Greenfield erwähnt, ich erinnere mich gut, das ist so jetzt auch schon ein paar Jahre her,
wenn wir da gekommen sind mit unserem Büssli, dann sind nebendran sind nur die grossen Trucks gewesen. Oder zuerst mal haben wir mit wo Rammstein gespielt hat. Du, Ja, und Dort sie sind haben, zwei- glaube ich, noch bis vor dem ja, Konzert noch die haben aufbauen 200 gewesen. Leute sind da gewesen von Rammstein, oder? Und wir sind gekommen mit unserem kleinen Büssli, fahren dorthin, ein Plätzchen gesucht zwischen all diesen Trucks und dann steigen wir dort aus und alle mit diesen Crew, die spielen ja nur mehr oder weniger so Bands, oder? Aber und dann am Schluss sind wir auf die gleiche Bühne und hast auch müssen etwas bieten. Aber es hat mir auch noch Spass gemacht. Ich dachte, du, schau, wir machen es jetzt so. Und hinter der Kulisse sind wir auch dort. Ja, weil das ist dann, unter den Musikern ist am Schluss nur entspannt gewesen. Alle sind am gleichen Ort am Essen und sie sind noch am Fernsehen. Ich glaube, noch Fußball-WM. Menschen, ich glaube auch dort, irgendwie, nicht? Also, Ja, und dann steht da plötzlich, das ist ja im Greenfield noch cool, oder? Dann steht da plötzlich, was auch nicht, von der, ist jetzt nicht, der von Billy Talent steht noch, da steht halt der Gitarrist mal nicht noch mit der Suppe und denkst, ja, oder weißt du, wie nichts wäre, oder? Oder sagt, hey, great und so, und dann redest du ein bisschen miteinander. Und das sind super Erfahrungen, aber das natürlich schwieriger ist, wenn du eben mit 2 Leuten Crew und du musst die gleiche Bühne quasi bespielen, das ist klar. Also das ist dann schon auch Herausforderung. das ist dann schon eine Herausforderung. Und da haben wir uns aber immer tapfer geschlagen, muss ich sagen, auch in Deutschland. Und wo, ja, Ich finde das eben noch irgendwie cool, weißt du, so, dass ihr seid zwar in eurem Genre oder in eurem Ecke sind ihr ein grosser Name und gleich sind ihr aber noch so wie so self-made quasi oder das Handwerk steht noch im Vordergrund oder die Songs, weißt du, und es ist nie jetzt irgendwie... das ist, muss ich sicher eben von mir sagen. Oder ich bin natürlich jemand, mir macht das halt auch Spass. Oder ich immer auch will, also das Songschreiben ist das eine, aber den Song aufzunehmen ist ja eine andere Arbeit. Aber das finde ich eben auch spannend. Und ich immer gemerkt, dass ich quasi so das, wie ein Autor, oder? Du hast deine Vorstellung und du ziehst das wie alles, hast die Stränge alle ein bisschen in der Hand, in der Hand. Und das gibt dann so ein komplettes Schaffen von Grafik bis zur Aufnahme. Das ganze Paket, oder? Und das ist, ja... Aber das ist auch eine andere Genugtuung, als wenn du jetzt irgendwie Songs vorgesetzt kriegst und das heisst, ja, sing da noch schnell die Strophe und also den wir haben Refrain ja, so. gell, wo wir Oder? ganz, also wie wir jung waren, haben wir ja damals als Duo, weiß nicht, ob du dich noch erinnern, Two Tunes hat das damals geheißen. Ich sehe heute noch im Sonntagsblick, so ein ganzer Duo mit grossem Sony-Vertrag. Da sind wir quasi, haben wir einen grossen Sony-Künstlervertrag unterschrieben. Komm aus der Schule gekommen, das Zweite, oder? Und dann ist das, dort habe ich ja wieder in die Maschinerie immer noch so gesehen, oder? Und ich kann mich noch so erinnern, das hat uns damals an dem riesen Tisch damals, weißt du, es ist natürlich die Plattenfirmen auch noch eine andere Macht gehabt, wie vielleicht heute. So ein Tisch mit, weiß auch nicht, 15 Meter lang, überall die goldigen Schallplatten von denen Sony oder von eine riesen Bands gehabt. Und dann so der Chefmanager damals so die erste Frage, ja, wie viele Trucks das wir haben. Und dann die anderen schauen uns alle an und sagen, was für Trucks? Oder wir sind ja nur ein Duo. Und dann ist gerade Bodyguard ist damals rausgekommen, der Whitney Houston. Das war ein mega Erfolg. Und dann kommt jemand so nach 2-3 Minuten sagt er, ja, also wenn wir jetzt 100'000 würden verkaufen, wäre das für Sony, das ist ein Amerikaner, der sagt, das ist Peanuts. Und weil Whitney Houston, das ist Erfolg. Das ist so das Erste. Ja. Und dann hast du gedacht, bist du ein Hype von ja du. Also wenn eine Schweizer Band 100'000 verkauft zu der damaligen Zeit, ja, dann wärst du dann aber ziemlich was. Ja, da ist etwa so die und dort ist mit Krokus und etwa dann so haben wir dort natürlich auch in dieser viel, liegen. wir sind einfach damals auch noch nicht so weit gewesen, oder ganz unerfahren, aber es ist, und dann hast du wirklich von einem Promo-Auftritt zum anderen und bist hin und her und nach Frankfurt und der Schwein, weißt du, jetzt damals noch, ist noch sehr aktiv gewesen. Und irgendwann ist wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, wir hätten dann noch eine Option gehabt, es ist dann auch natürlich Hire and Fire, das ist klar, oder? Aber man gewusst, nein. Und ab dann ist wie so der Schritt gewesen, jetzt
jetzt will ich selber meine Wege da und das braucht halt vielleicht dann viel länger, oder? Aber um was geht es am Schluss? Oder was nimmst du mit? Ist der Erfolg? Ich weiß es nicht. Oder Ich glaube, es sind eher die Songs, ist die oder? Parade. Ausser das Geld kannst du sagen, ja gut, wenn du viel Geld verdienst mit dem, ja gut. Und dann, was machst du mit dem vielen Geld? Da gibt es ja viele Beispiele, wo ja dann, also ich denke, ich glaube, das Tun ist, wenn du etwas mit Herz kannst machen, das ist doch das, was am Schluss zählt. Und egal, was es ist, oder? Und gerade bei der Musik finde ich es eben enorm, das ist ja ein riesiges Geschenk. Und ich hätte mir nie vorstellen, weißt, Musik, darum nochmal wegen dem Arbeiten. Also ich natürlich 1000-mal lieber noch einen Beruf neben dieser Musik, anstatt lauter Sachen zu machen, um nur Geld zu verdienen. Ja. Das wäre mit Musik. Weißt, mit allem anderen, egal. So Werbejingles und Musik, so Zeugs. Musik wäre mir dort schon angesetzt, um zu sagen, hey, ich habe ein Leben, das ist meine wertvolle Zeit und die will ich eigentlich schon mit Sachen nutzen, wo mir auch Freude machen. Und ja, und das jetzt sicher mit dem Älterwerden wird man dort natürlich auch vielleicht ein bisschen demütiger und ist ja eigentlich dein grosses Glück gewesen, dass du so früh so eine riesige Chance gekriegt hast, oder dann nachher auch hast sagen können, das will ich lieber nicht, oder? Ja, als wenn jetzt irgendwie, dass die Chance erst mit 40 gekriegt hättest oder so, wäre es vielleicht und weißt du, der Druck, der dort geherrscht hat, und das ist ja heute noch so, ich meine, da geht's, das sieht man von außen, sieht man schon oft auch noch quasi ja die Stars, wie sie denn da, aber was da hinter, ist ja ähnlich im Sport, sind wir ehrlich, was dort teilweise im Hintergrund läuft, wie viel Arbeit, wie viel Rückschläge, wie viele gesundheitliche Probleme und. Dort eben auch dazugehören. Ja, und eben bist du jemand, der es selber macht, oder hast du nachher, du hast einen Songschreiber, du hast einen Produzent, du hast einen Arrangeur, du hast deine Studiomusiker, du hast einen Graf, weißt, was machst denn du noch? Du stehst noch dort, ja gut, du hast eine coole Frisur, du stehst einfach noch her. Ja, aber was erzählst du am Schluss deinen Enkel? Ja, was hast du gemacht? Ja, weißt du, ich bin immer dort hergestanden. I had the hairs. Genau, oder? Und dort macht mir jemand mehr. Ich weiss, Robert Fripp sagt da wahrscheinlich etwas, der Gitarrist. Was man vielleicht von ihm kennt, von David Bowie, Heroes, doch die berühmte Gitarre-Line, die dort drüber läuft, ist von dem Robert Fripp. Und ich kann mich erinnern, ein legendäres Interview von ihm. Und sagt er so, man ist eine Weltikone, oder, als Gitarrist. Er sagt, viele Junge kommen zu ihm und sagen, sie wollen Profimusiker sein. Dann sagt er immer, nein, oder? Bist du von mir aus lieber schaffst, bist Pöstler und machst aber deine Musik. Anstatt, du bist jetzt einfach Profimusiker und dann machst du aber 99% anders. Oder? Klar, wenn du das Glück hast, du kannst dies machen und wirst mit dem dann auch noch erfolgreich. Aber das ist eher selten. Aber es ist schwierig, oder? Ja. In der Schweiz auch, oder? Weil der Markt ist klein und dass du jetzt von der Schweiz aus die ganze Welt kannst begeistern, ist schwer, oder? Also es hat immer wieder Leute, die das schaffen, aber es ist eine ganz kleine Zahl. Ja, kannst du wirklich in der Hand abzählen. Darum finde ich auch, so, ja. Wichtig ist, was heisst denn Profimusiker? Ich habe mit Profimusikern gespielt, mit Amateuren, das ist für mich nicht das Merkmal Qualität. Das ist meine Erfahrung. Klar, professionell sein, das ist ein anderes Thema. Und das kannst du als jemand, ja, da musst du studiert haben und nichts. Ja. Ich finde eben, vielfach ist es so, die es studiert haben, denen verleidet es dann nachher irgendwann. Also, weißt, wenn du jeden Tag mit der Musik zu tun hast, jeden Tag Gitarre spielen musst, respektive auch noch Kinder unterrichten musst, dann gehst du am Abend nicht heim und findest, wow, geil, jetzt spiele ich noch mal 2 Stunden Gitarre, oder? Aber andersrum, wenn du den ganzen Tag gebürzt hast und dann nachher dir kannst am Abend so eine Stunde freischaufeln, dann gehst du doch ganz anders an eine Gitarre her, oder? Das
Das ist sicher auch ein Aspekt. Oder? Beim Musiklehrer muss man schon sehr viel Respekt haben, weil es ist eigentlich so ein wertvoller Beruf. Oder? Und dort müssen wirklich, man geht die mit Kindern, die Musik Kind näher bringen, wo Kinder Instrumente lernen, müssen das die Besten sein. Oder? Weil das ist so, das ist wie die Jugendtrainer. Man hat oft das Gefühl, im Sport ist es auch so, bei den Profimannschaften kommen dann die Besten. Aber eigentlich müsstest du unten schon ganz gute Leute haben. Oder? Wo und bei Musik auch. Ja. Und darum Musiklehrer, die das mit Herz machen und mit Passion, und das ist natürlich ganz eine wichtige, oder? Und das müssen vielleicht nicht unbedingt Musiker sein, das ist dann wieder etwas anderes. Oder vielleicht auch, aber ich glaube, dass jemandem Begeisterung für ein Instrument über lange Zeit können, ihn zu begleiten, das ist eine ganz grosse Leistung. Aber das andere kann man vorstellen, wenn du den ganzen Tag deine Schüler hast, bist du am Abend dann vielleicht nicht mehr der, wo... Oder? Ja, ich habe eben beides kennengelernt. Also eben so Musiklehrer, die so sind, die nicht mehr so Freude haben an der Musik oder Freude verloren haben fast an der Musik. Oder umgekehrt natürlich auch, wenn es quasi fast aus der Not tut man noch unterrichten. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Oder? Wenn man lieber wäre, würde man Konzert spielen, aber man muss halt noch ein bisschen unterrichten. Ja. Aber ich glaube, so, der Dennis und der Marco, die ja auch beide kennst, sie machen das ja jetzt mit sehr viel Freude. Also Dennis ist jetzt zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Ja. Er ist ein begeisterter Musiklehrer. Er ist jetzt sogar Direktor der Musikschule. Ja, Musikschule Werdenberg, meint er. Ich meine, das ist... und hat immer aber auch selber noch seine Sachen gemacht. Marco sicher auch, oder? Das sind ja Leute, die einfach wo wertschätzend können sein oder und von dem her ist das ein guter Mittel? Ja gut, hey. Wenn wir noch kurz wegen Werkstatt noch schnell. Was erwartet das Publikum? Was erwartet er? Es ist nicht ein Unplugged eigentlich. Nein, die Idee ist wirklich, ich habe im Moment... Also wir kommen ja vor sind wir in St. Gallen, in der Grabenhalle. Und dann kommen wir auf Chur. Und was wir aber werden machen, bei denen sind so 7 Daten. Wir werden in der Werkstatt das Programm wir werden es ein bisschen verändern. Und das ist für uns schön. Also wir werden gewisse Songs nur in Chur spielen. Und das haltet uns auch. Das ist ja für die Band noch spannend, oder? Das ist übrigens auch so etwas, was ich manchmal mache, so kurz vor dem Konzert noch einen Song austauschen. Das kommt meistens nicht gut an, aber es tut eben gut. Weißt du, aus der Wohlfühlzone. Vital, oder? Ich finde das wichtig. Ja. Nicht immer so Überraschungen. Oder Set umstellen während dem Konzert oder irgendwie so kleine Änderungen. Und eben in Chur ist es wirklich die Idee, dass wir ein paar Songs, die haben wir schon lange nicht mehr gespielt, die werden wir jetzt noch in Chur spielen. Von dem her glaube ich so. Und es ist ein Sonntag, finde ich auch schön für ein Konzert. Es wird sehr ein bisschen intimer. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz so in Erinnerung, muss ich ehrlich sein. Es hat so eine kleine Galerie oben noch, gell? Das ist sehr... Genau. Aber es ist einfach ein schöner Ort. Ich habe es so von der Energie her als einen schönen Ort in Erinnerung. Ja, es passt auch zu dem Indie... was wir so machen, weißt du, das ist so ein bisschen alternativ. Und weißt du, das spürst du ja dann auch. Weißt du, ich sage immer, auf diesen Brettern, die du spielst, was hat sonst schon gespielt? Und das ist ja teilweise in schon Clubs, dort spürst du die Aura, gell, wenn du reinkommst. Also du, so, ich glaube, bei dem Metal Hardrock kennst du ja sehr gut aus. Im Bochum, zum Beispiel Matrix. Wenn du dort reinkommst, ist so ein Backstage riesig, da hängen Plakate, da geht dir das Herz auf. Weißt? Was die alle da gespielt, das gibt es ja gerne nicht. Ja. Also alles, was Rang. Und das spürst du einfach noch. Die sind noch da gewesen. Und die auch, und die auch, und die auch. Das habe ich auch beim alten Kino habe ich das letzte Mal auch gehabt. So. Und habe so geschaut, ob der Hans vielleicht einmal einen Moment wegschaut, dass ich das Eicher-Plakat aber nicht so. Oder? Genau. So. Muss ich so lange machen. Das ist auch eine gute Idee, dass sie das alles Das finde ich auch geil, wenn sie so tapezieren. So. Das ist so ein bisschen, da wird man so ein bisschen demütig, auch wenn man reingeht. Irgendwie, das ist wie ein Ritterschlag, wenn du dort mal spielen kannst, weil
Die sind ja auch Ja, dort genau. gewesen. Ja, Ja, man muss, das ist ein Pflichttermin, ne? So quasi. dann Ja. hoffe ich, kommst du auch am 19. Aber das Ja, eben Sonntag ist gut, ja. ist mal etwas anderes, ja. sind wir gespannt. Wenn ich dort nicht gerade in der Ferien bin. Irgendwie tönt das Glöckchen in meinen Ohren. Aber es könnte noch sein, dass ich dort noch rum bin, oder dass man noch nicht... Ja, und sonst komme ich dann halt an einen anderen. Sehr Hat ein gut. paar Termine, ja. Danke vielmals, dass du da Ja, bist. gerne. Ja, hol noch ein Ticket. Das war es vom Sonntagsgespräch mit Michael Seele. Schauen vorbei. Eben, man kann auch 2-3 Mal vorbeischauen. Es ist jedes Mal ein bisschen ein anderes Programm. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war es schon.